Hallo, heute wollen wir uns einen weiteren Text anschauen, den wir im Gespräch mit Zeugen Jehovas gemeinsam studieren können. Und zwar finden wir diesen Text in Offenbarung 1, Vers 8. Und ich werde den Text auch wieder einmal aus der Schlachterbibel und einmal aus der Neuen Weltübersetzung aufzeigen. In Offenbarung 1, Vers 8 lesen wir: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Im Griechischen steht dafür Herr Kyrios. Doch, wie wir hier sehen können, übersetzt die Neue Weltbibel das griechische Wort Kyrios mit dem hebräischen Wort Jehova. Fragt also euren Gesprächspartner, wieso sie dieses griechische Wort Kyrios, was übersetzt Herr bedeutet, mit dem hebräischen Wort Jehova übersetzen, wo wir doch wissen, dass das Neue Testament in Griechisch, der damaligen Weltsprache, geschrieben wurde und nicht in Hebräisch. Wenn doch die Neue Weltübersetzung so wortgetreu ist, wie sie behaupten, so müsste doch das griechische Wort Kyrios mit Herr übersetzt werden. Weshalb also ist man hier in diesem Punkt so inkonsequent und übersetzt das einfach mit dem hebräischen Wort Jehova? Wenn man doch den Anspruch erhebt, die wortgetreueste Übersetzung zu sein, ist das ein Fehler, der nicht sein sollte, oder nicht? Wenn Sie also das griechische Wort Kyrios, was Herr bedeutet, mit dem hebräischen Wort Jehova übersetzen, so denke ich, möchten Sie damit aufzeigen, dass hier Gott selbst davon spricht, dass er das Alpha und Omega ist, was wiederum der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets ist. Gott Jehova ist also der Erste und der Letzte. Dies bestätigt uns auch Jesaja in Kapitel 44, Vers 6. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Aber auch in Kapitel 48 spricht Gott von sich als dem Ersten und dem Letzten, nämlich in Vers 12. Hör auf mich, Jakob, und du, Israel, mein Berufener. Ich bin es, ich bin der Erste und ich bin auch der Letzte. Jehova ist der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega, der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Geht also dann mit ihnen zurück zur Offenbarung 1 und liest dort mit ihnen die Verse 17 bis 18. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wer wird hier als der Erste und der Letzte beschrieben, der tot war und wieder lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit? Ist es nicht Jesus selbst, der hier über sich sagt, dass er der Erste und der Letzte ist? Genauso wie uns bereits im Alten Testament gesagt wird, dass Jehova der Erste und der Letzte ist. Können wir da nicht davon ausgehen, dass Jesus auch Gott ist? Offenbarung 2,8: Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Auch hier wieder: Jesus ist auch der Erste und der Letzte. Gleich wie Jehova sich im Alten Testament als der Erste und der Letzte offenbart. Doch vielleicht mögen Sie einwenden, dass in Offenbarung 1, Vers 8, dort wo Sie Kyrios mit Jehova übersetzen, ja nicht wirklich der Erste und der Letzte geschrieben steht, sondern dass Jehova Gott das Alpha und Omega ist. Ob Sie nun so argumentieren mögen oder nicht, geht auf jeden Fall noch mit Ihnen zur Offenbarung 22, 12 bis 13 und fragt Sie, ob Sie euch diese Verse erklären können. Denn dort steht: Und siehe, ich komme bald um mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Wir sehen also, dass sowohl der Vater als auch der Sohn das Alpha und das Omega sind, der Erste und der Letzte. Können wir da nicht daraus schließen, dass Jesus auch Gott ist?
Ob und auf welche Weise Jesus bei den Jehovas Zeugen Gott ist oder nicht, werden wir uns aber beim nächsten Mal miteinander anschauen. Und wieder möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wir Ihnen diese Bibeltexte nur aufzeigen können. Was wir aber nicht können, ist, Sie davon zu überzeugen, denn das kann nur der Heilige Geist. Wir können Ihnen diese Bibeltexte nur aufzeigen, jedoch ohne zu erwarten, dass Sie es gleich verstehen und annehmen werden. Alles, was wir tun können, ist, Sie lediglich zum Nachdenken zu bringen. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin Gottes Segen beim Studium seines Wortes und bis zum nächsten Mal bei Ein Licht in der Dunkelheit.